Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Ich werde heute mit euch zusammen Jellyprint Karten machen. Und zwar solche hübsche Kärtchen. Ja, die man für das Junk Journal brauchen oder für x andere Sachen auch. Ich möchte die gerne so aus Indexkärtchen machen, so Karteikärtchen. Ja, genau, die printen dann und kleben hinten irgendein schönes Karton drauf. Wenn man natürlich nur Karten printet, dann kann man zum Beispiel so ein ganzes Deck machen. Alles im gleichen Stil. Das ist jetzt eher so ein kleines sommerliches Deck. Das da ist so eher ein kleines herbstliches Deck. Ja, genau, das kann man für alles Mögliche brauchen. Da mit den Hintergrundfarben habe ich natürlich auch gerade ein bisschen gespielt, wie es denn gerade passend soll sein. Und ich habe mir hier ein paar Farben parat gemacht. Alles so ein bisschen fröhlich. Da habe ich so ein bisschen auch sommerliche Motive mir parat gemacht. Ja, genau. Und da können wir jetzt einfach irgendetwas zaubern. Ich würde sagen, ja, einfach anfangen und reinstürzen. So, also mal ein bisschen, wenigstens ein bisschen sortieren. Und dann, Achtung, fertig, los. Das da sind irgendwelche Untersätzchen oder für zum aufs Glas drauflegen, damit keine Flüge oder Wespen und so reingehen auf der Sommerparty. Aber ich finde, das gibt ganz geniale Abdrücke. So, das haben wir noch ein bisschen mit es ist jetzt nicht Linol, es ist so Gummi. Oh. Es ist so Stempelgummi. Das da ist von einem Ping-Pong-Schläger. So. Ja, ich würde sagen, ich kann die ersten paar schon nehmen. Da muss man jetzt gerade, wollte jetzt gerade gar keine zweite Farbe drauf. So. So. Voilà, den Rest lassen wir trocknen. So, und das ist jetzt das so Geheimnis, wie meine Karten so rauskommen, Und zwar, die Karten werden so ein bisschen geschichtet übereinander. Da kann man jetzt zum Beispiel das drauf tun. So, und die da kann man auch noch nehmen. Einmal so und einmal so. Ja. So. So.
So, jetzt lasse ich das alles drauf, weil genau diese Linie, die möchte ich gerne haben. Die gefallen mir so gut. Noch ein bisschen Blumen. Dann nehmen wir doch mal das Metallic Glitzer. Ja, wieso nicht? Mit diesen Linien hier, das ist auch noch ganz schön geworden, finde ich. So, das hier, das könnte theoretisch schon fertig sein. Da müssen wir ein bisschen auf die Seite. Manchmal braucht es nämlich nur wenig, so wie zum Beispiel auch das. Könnte auch eins sein, das schon fertig ist. Oder das. Möchte ich da gerne ein bisschen Buchstaben. Ich mache jetzt noch preußisch. Das ist zwar vielleicht dann nicht so extrem sommerlich, aber das macht nichts. Buchstaben gehen die ein bisschen unter. Ja, aber nein, schau mal. Da sind sie ganz, ganz fein drauf. Das finde ich aber echt cool. So ein bisschen geheimnisvoll. So. Ja, ja. Genau. Mal, das kommt gut. So, und jetzt haben wir nämlich da schön dunkle blaue Linien drauf. Oh, ja, schön. Palme. Darf noch ein bisschen trockener sein. Ah, ja, jetzt ist gut. Ja. Oh, das finde ich schön da. Der grüne Streifen. Naja, warum nicht? Oh. Oh ja. Das ist eine geniale Farbkombo. Zack, zack, zack. Jetzt müssen wir hier oben noch ein schönes Streifen machen. Vielleicht irgendetwas Leuchtiges. So. Jetzt nehme ich auch noch von diesen Zahlen.
Ah. Mhm. Hübsch, hä? Ja. Oh, das finde ich ja cool. Das ist von mir aus gesehen schon fertig. Da braucht es gar nichts mehr. Das auch. Sehr cool. Oh, ich bin so Fan von diesen Zahlen. Der, ups, wird nicht so. Oh, das ist schön von der Farbe. Jetzt da noch etwas drüber rein vielleicht. Ja, der gefällt mir gut. Das, ja, das ist jetzt von der Farbe her auch schön. Man sieht gar nichts vom Print. Also vom... Nichts sieht man. Fell rausgekommen. Ja, nicht der Hammer. Das ist wiederum wieder schön. Das ist etwa das Erste, wo man da ein bisschen etwas sieht. Da nicht. Das ist noch hübsch. Naja, nicht wirklich. Man sieht nichts. Man sieht einfach nichts. Und da. Oh, das ist alles ein bisschen enttäuschend. Da ist nicht viel passiert. Oh. Oh. Ja, wieso nicht? Oh. Das ist ja recht witzig. Ah, abgerissen. Ah ja, das ist jetzt witzig. Das gefällt mir. Und da hat es das, glaube ich, jetzt gerade einfach ein bisschen aufgehübscht, was vorher nicht so schön war. Ja, okay, so ein bisschen komisch. Aha, ja, okay, mal, das finde ich gut. Ja.
Gut, jawohl. Also ich glaube, was wir jetzt brauchen, ist wieder irgendwie etwas Gelbes, und zwar etwas sehr leuchtiges Gelbes. Jetzt wenn wir also Buchstaben drauf haben. Und Zahlen natürlich. Mhm. Jawohl. Dürfen wir noch ein bisschen. Ein bisschen krumm und ein bisschen nicht so. Nicht so. Oh, da haben wir das Geschmier gemacht. Schade. Da sind wir verschoben. Da sind wir, glaube ich, auch verschoben gewesen. Das Rändchen. So, und dann irgendwie hätte ich mega Lust auf noch eine Pink. Das ist das Leuchtorange, also Neonorange. TH. Ja, nehmen wir. Jetzt wollen wir doch noch schnell schauen, was wir hier zustande gebracht haben, von denen, die mir wirklich gut gefallen, oder so mehr oder weniger, wie die. So, naja, es hat hier ein paar, der gefällt mir mittlerweile auch gut. Und der eigentlich auch. Das nicht so wirklich. Das, ja. So, der ist doch noch irgendwie recht cool. So, das gefällt mir gut, obwohl es hier jetzt nicht irgendwie noch speziell so einen Focal Point hat. Das ist gleich auch noch recht cool rausgekommen. Und das, ja, das finde ich noch recht fröhlich. Da hat es coole Elemente drauf. Da die Orange, ein Teil vom Blümchen und dann das Tee und dann da das so lustige Grüne. Das ist eigentlich auch noch recht cool. Gefällt mir. Das, ja, doch, auch das Orangige hier gefällt mir nicht so. Unten dürfte es noch irgendetwas haben. Das ist eigentlich auch noch okay. Das gefällt mir sehr gut. Finde ich wunderbar. Das gefällt mir auch sehr gut. Ja. Ja, wieso nicht? Wieso nicht? Ich finde das Orange ein bisschen grusig. Also einfach die Farbe. Aber ja, mal, eigentlich irgendwie hat es doch seinen Charme. Da, naja, das ist von der Farbe her eigentlich auch noch recht cool. Das ist echt fröhlich. Das finde ich auch gut. Super mit den andeutenden Palmen und der Ananas. Das finde ich sehr schön. Da sieht man natürlich auch die Palmen sehr gut drauf. Das naja, und das finde ich auch wieder recht cool. Also es hat wirklich ein paar gegeben. Es ist so, es werden nicht alle perfekt. Es gibt garantiert Ausschuss, Zeugs, die man nicht brauchen kann oder wo
Ja, klar, eben, das kann man noch einmal überprinten oder ja, man kann das natürlich alles noch einmal bearbeiten. Man kann noch Zeugs draufkleben auf Stellen, die einem nicht gut gefallen. Man kann eine Collage damit machen. Ich finde es genial, wenn es zum Beispiel gerade so rauskommt wie das, wo einfach das ganze Kärtchen einmal einfach super genial gerade aussieht. So, also, jetzt habe ich die mal sortiert, ein bisschen, die schönsten ausgesortiert. Und das sind 20 gewesen, das sind mir ein bisschen zu viel gewesen. Darum habe ich jetzt die noch schön nach Farbe ein bisschen sortiert, welche das schön zusammenpassen. 10 auf dieser Seite und 10, die schön zusammenpassen auf dieser Seite. Die werden blau hinten, die werden orange. Das da ist einfach so eine äh, Bastelkarton. Und die werden jetzt da drauf geklebt. Ich nehme da einfach so Uhulim, der heißt stark und schnell. So wie wir es gerne hätten. So, also. Und dann machen wir doch genau das Gleiche noch im Orangigen. Also, eben, genau, jetzt werden wir das schneiden. Und ich mache das Handgelenk mal pief. Ich mache das tatsächlich ohne Lineal. Da sind die Kärtchen mein Lineal. So, oder? Funktioniert. Und jetzt da, zwischendrin. So, jetzt kann ich die noch schnell umkehren. Genau, weil dann sieht man da ganz gut. Und der hat jetzt noch ein weißes Rändchen. Da ist ein bisschen drüber rausgekommen. Und der auch. So, und dann kontrollieren wir auch noch gerade, ob es hier auch noch weiße Rändchen hat. Ja, tatsächlich. So, das sind unsere wunderbaren Kärtchen. Und jetzt kommt noch der Trick 77. Und zwar zuerst die Ecke und nachher müssen wir noch ein bisschen inken. So, hui, aua. Gut, also jetzt habe ich doch den Trick 77 noch zeigen. Und zwar ist das, wenn ich da die Karte habe und da von der Platte, von der Jellyplate zum Teil die Farbe nicht gekommen ist und da weiss schimmert, vielleicht finde ich ja das nicht so schön. Da sieht es jetzt nicht so schlimm aus. Da ist es jetzt vielleicht ein bisschen weniger hübsch. Es sieht so ein bisschen angekaffelt aus und unfertig. Und das kann ich natürlich beheben, indem ich sage, ich nehme da mal ein bisschen Violett und gehe jetzt einfach mit über das Weiß drüber. Ich kann natürlich jede andere Farbe nehmen, die ich gerne will, selbstverständlich. So, da auch noch. So. Und schon sieht das nicht mehr so aus, als müsste es nicht so sein. Es sieht jetzt aus, als müsste es so sein. Oh Mann, wenn ich dann reden könnte, gell? So, da nehmen wir jetzt auch Violett.
Kann man natürlich auch eine Kontrastfarbe nehmen oder was auch immer. Da, glaube ich. Und das weiße Geschmäus ist verschwunden. Und eine fertige Karte. Voilà. So. Und jetzt ist natürlich das hier auch nicht so schön, he? Da das Rändchen. Und ich würde sagen, ich inke das jetzt und zwar mit der Farbe vom Hintergrund. Einmal so. Und da muss wahrscheinlich das nehmen. Ich kann es schon mal so in dem Vergleich zeigen, wie es aussieht, wenn es ginkt ist und wenn es nicht ginkt ist. Es macht schon etwas aus. He? Ganz weisse Geschmäus da, die wir nicht sehen wollen. Wow! Hey, schau jetzt mal. Das ist doch ein schönes Kartendeck. Ich weiß ja nicht, aber das ist frisch und sommerlich und fröhlich und ich finde es, da sind wir. Ich finde das extrem hübsch. Mir gefallen die Karten super. Selbstverständlich kann ich die einzeln verwenden. Ich kann zum Beispiel jetzt hier vorne drauf oder hinten drauf irgendeinen Spruch draufschreiben. Irgendeinen Motivationsspruch oder einfach nur ein Wort oder was auch immer. Ich kann die so als Teambildungskarte brauchen. Wenn ich Teambuilding mache im Geschäft, kann sich jeder eine Karte ziehen, die ihn anspricht. Zum Beispiel, ähm, was weiß ich? Ich finde, die sind auf jeden Fall mega fröhlich geworden. Und die da, die ist ein bisschen dunkler und ein bisschen crunchier. Zum Teil. Ja, so mache ich meine Karte. Das wollte ich euch zeigen. Und ja, was uns dann als nächstes wieder einfällt zum Basteln, das sehen wir dann. Wäre mega schön, wenn ihr dann auch wieder dabei wäret. Bis dann. Tschüss.